Ich finde, es gibt zwei Heimaten. Das eine ist das, wo man herkommt, wo man die Gerüche kennt, wo man alle Wege kennt, wo man ja, sich buchstäblich auskennt. Und dann gibt es Heimat, die hat für mich nur was mit Menschen zu tun. Da bin ich da, wo man als der man ist, gut aufgehoben ist, kann ich genauso als Heimat empfinden. Das hat dann nichts mit dem Ort zu tun. Wir haben schon zu Hause hochbayerisch gesprochen quasi, aber der wirkliche Dialekt war draußen. Ich komme ja aus Schleswig-Holstein vom sogenannten Geestrücken. Das ist der Mittelstreifen von Schleswig-Holstein und da komme ich aus einem kleinen Dorf, so ziemlich im Norden an der dänischen Grenze. Und ich bin da aufgewachsen auf dem Bauernhof mit Tieren, verschiedene Tiere, Ackerbau und was wir alles so hatten, Großfamilie. Und bei uns wurde im Dorf auch immer nur Plattdeutsch gesprochen. Und auch zu Hause, Verwandtschaft, alle Mann hab immer Plattdeutsch schnackt. So im Alltag Plattdeutsch benutzen, natürlich wichtig für mich, aber gerade in der Musik Texte schreiben, ich habe beim Plattdeutschen den Eindruck, dass ich dann einfach viel schneller mittendrin bin. Das Hochdeutsche funktioniert auch, aber da muss ich mehr arbeiten. Und beim Plattdeutschen habe ich das Gefühl, das geht gleich hier aus dem Herzen raus und ich weiß, wo ich mich befinde. Allgemein das Plattdeutsche gehört einfach dazu bei mir und ich versuche möglichst oft die Sprache auch zu benutzen und irgendwo zum Bäcker reinzukommen und moin, 2 Brötchen, ein Schwartbrot oder was weiß ich. Es ging ja darum, für mich diese Soloplatte auf Plattdeutsch zu machen, aber trotzdem auch andere Künstler aus anderen Regionalsprachen, Mundarten, Dialekten dazu zu holen. Und dann haben wir im Team natürlich überlegt, wen könnte man fragen, wer könnte eventuell zu uns passen. Und dann haben wir beide mal telefoniert. Und dann merkst du ja gleich, ob das funktionieren kann oder nicht und wie die Chemie so ist. Bei mir war es so, es klingelte, was relativ häufig passiert, das Telefon mit der Schrift Tina und Wolfgang Niedecken. Und dann haben sie mir eben erzählt von diesem Projekt. Ja, jetzt sitzen wir da und haben ein Lied zusammen aufgenommen. Echt coole Sache. So gau geidert. In der Provinz geht es von der Story her darum, dass eine junge Frau an der Kasse sitzt und das jeden Tag und ein junger Mann ein Stück weiter bei der Bank arbeitet und er kommt jeden Morgen dahin und kauft sich was in dem Supermarkt, weil er sie gern sehen möchte. Und das Ganze geht dann letztendlich so weit, dass er sich irgendwann traut, sie auch mal zu einem Getränk einzuladen. So, das ist die Story. Es gibt so Sehnsüchte, die sind halt überall gleich. Es ist völlig egal, ob du jetzt im Norden, im Süden, im Westen, im Osten bist. Die Sehnsucht nach einem besseren Leben, nach der großen Liebe, nach all diese Dinge, die sind für alle Menschen gleich. Und diese kleine Geschichte zu erzählen, dass im Prinzip jemand im Norden und ganz im Süden die gleiche Sehnsucht hat, das fand ich total charmant, weil es nämlich auf was ich total stehe, sind kleine Geschichten in großen Liedern. Das finde ich einfach immer toll. Du hast weiche Umlaute, du hast wenig harte Konsonanten und das macht die Sprache per se mal gefühlig. Das finde ich gut, das mag ich am Bayerischen, dass es sich Zeit lässt und dass es ein Dialekt ist, der mit einer gewissen Relaxedheit dem Leben gegenübersteht. Das mag ich. Also ich kann eigentlich kein Bayerisch. Also ich weiß so ein bisschen der ein oder andere Begriff oder Schnack mir so mir, was immer mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wird und weiß ich, habe die Ehre Sehr statt gut. Servus oder Habe so. die Ne? Ehre, ist sehr gut. Hast gut. Aber sonst, ganz ehrlich, nee, leider weiß ich sonst, weiß ich nicht viel auf Bayerisch. Weißt du was auf Plattdeutsch? Ich habe ja einen einzigen Kontakt in meinem Leben gehabt bis jetzt mit Plattdeutsch und das war mit Ina Müller. Da haben wir ein Lied gesungen bei mir in der Sendung zusammen, Da du mein Liebsten bist. Da du mein Liebsten bist, ja. Schauen wir mal, dann singen wir es schon. Weil das finde ich einfach so super, wenn man mit dem gleichen Vorgang, also eigentlich heißt ja, schauen wir mal, dann singen wir schon, heißt ja, dass man halt zweimal hinschaut. Und
Und das mag ich daran, an diesem Spruch. Also wir schauen und dann sehen wir erst, was eigentlich los ist. Bei mir geht's Kikwimol. Das schreibe ich ja auch manchmal in SMS. Ja, so, ja, genau. Ja, wir fangen mal an zu arbeiten und dann Kikwimol, dann schauen wir mal. Also was kommt dabei raus? Und einfach, für mich geht's darum, das einfach erstmal offen anzugehen. Gerade so eine Arbeit hier oder was auch immer. Aber ich finde es total witzig, dass wir das gleiche Ding jetzt irgendwie im Kopf hatten. Ja. Minderheitensprachen, Mundarten bereichern ja auch die ganze Sprachenwelt. Und ich finde es auch toll, wenn Menschen sich über ihre Regionalsprache vielleicht auch ein bisschen identifizieren. Wie gesagt, ich bin aber immer der Meinung, wir müssen versuchen, diese Minderheitensprachen oder Mundarten weiterhin auf die Straße zu bekommen. Bei uns in Bayern, muss man tatsächlich sagen, hat sich in den letzten 10 Jahren eine so große Szene an junger, neuer Mundartmusik entwickelt, wo ich zum Beispiel jetzt überhaupt nicht entdecken kann, dass das irgendwie out wäre. Schnüsch. S-C-H-N-Ü-S-C-H. Schnüsch. Schnüsch ist, du hast irgendwie so das Gemüsewasser nimmst du und dann haust das in die Mehlschwitze rein und dazu kommen dann Kartoffeln. Und Möhren und Kohlrabi. Und dazu isst man dann, was weiß ich, ein bisschen Matschis oder Schinken oder so. Aber wichtig ist beim Schnüsch, also beim Zubereiten, alles nicht so genau nehmen. Das ist Schnüsch. Mein absolutes Heimatessen, was ich mit meinen Eltern verbinde, und die Schwammerlbrühe. Selber gesuchte Pilze, Steinpilze, Maronen, in dieser berühmten Sahne-Mehlschwitze-Soße mit Semmelknödel. Tim, Hannes, schönes Dankeschön. Danke dir. Danke euch.